So, halli, hallo, da ist der Simon hier und wir sind zurück bei einer weiteren Folge von Witcher 3 Wild Hunt. Und beim letzten Mal sind wir stecken geblieben? Beim Quest vom Baronen, nämlich seine Tochter und seine Frau zu finden. Und als Indiz, wo seine Frau könnte sein, haben wir ja herausgefunden, dass sie einen Talisman bei einem Weidler hat. Aha, fertige Lo kann man glaube nicht sagen, aber wahrscheinlich, dass man mehr Informationen zum Talisman von dem Weidler könnte holen. Und darum machen wir uns auf den Weg. Die Ortschaft des Schwarz, wie heißt es, Schwarzzweig, dort sind wir schon gewesen. Ja genau, da sind wir gewesen. Da haben wir ja den ganzen Nielen-Quest gehabt. Aber den Quest habe ich auch nicht können zeigen, weil mir der Footage mir ja, verloren gegangen ist. Ja. Aber da sind wir durchgekommen. Von dem her. So, jetzt gehen wir zum Weidler. Der ist glaube nicht allzu weit weg, genau 90 Meter da, ein bisschen rauflatschen. Ich glaube, bei dem Simhütli bin ich sogar mal vorbeigelaufen. Aber jetzt mal schauen. Den Dreckskerl kriegen wir dran, wart's nur ab. Guck mal! Was willst du? Kollege, Mit dem Weideler reden. Abstand. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Oh, ich kann Ding verwenden. Axi. Ah, weißt du, also ich will ein bisschen Schlägerei. Ich kann die Leute irgendwie nicht leiden. Verpisst euch. Sofort. Haha, und ich dachte schon, heute gäb's keine Toten. Magier zahlen gut für Teile von seltenen Kreaturen. Was wir wohl für seine Augen kriegen? Reihe bilden! Stillgestalt, verdammt. Oh Scheiße, die sind ja Männer vom Baron. The fuck? Oh mein Gott, ich frage mich, ob das Konsequenzen geben wird. Herr Kollege, was ist? Oh shit. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrics Freunde so aufgebracht hat. Oh oh. Ich hoffe. Damn. Das gibt sicher Konsequenzen mit dem Baron. Shit. Ich merke erst jetzt, dass es die Leute vom Baron sind. Ah, ne, scheiß auf Ding. Der Baron. Hey, ist jemand zu Hause? Mach auf, die Luft ist rein. Wen haben denn die Teufel geschickt? Wer bist du? Was willst du? Ich brauche deine Hilfe. Ein Mann. Nein, ein Wolf. Grau. Doch nicht alt. Auf ihn hat der Weideler gewartet. Okay. Du hast mit mir gerechnet? Ja, wie's mir die Knochen sagten. Sie werden kommen, die nach Gewalt und Tod stinken. Doch der Wolf wird sie vertreiben. Der weiße Wolf. Und da ist er. Omen lügen. Kennst du das hier? Aus Fichtenholz. Riecht nach Wacholder. Sollte es jemanden schützen. Frisch geschnittene Fichte. Etwas Ziegenblut, abgestimmt mit dem Duft von Erdrauch und Wacholder. Für Anna, um sie zu schützen. Vor was? Um sie zu schützen. Wovor? Ah, die Gute. Sie wurde belagert. Böses Rundum wollte sie haben. Alte Magie. Geboren aus dem Vergessen. Aus finsteren Quellen. Alte Magie. Geht es etwas genauer? Das ist weder zum Reden noch zum Anfassen. Ein kleiner Schutzzauber eines Weidelers. Mehr konnte er nicht tun. Ich frage mich, ob das etwas mit der Hexe vom Buckersumpf zu tun hat. Anna und ihre Tochter sind verschwunden.
Weißt du wohin? Nein, nein, nein. Weideler weiß es nicht. Aber die Geister könnten es wissen. Der Weideler wird sie beschwören und fragen. Geister. Fein. Soll mir recht sein. Solange ich erfahre, wo ich suchen muss. Verloren, verloren. Müssen gefunden werden. Prinzessin! Niemand kann das besser als Prinzessin. Prinzessin? Welche Prinzessin? Prinzessin, meine Ziege. Sie ist weg. Diese Männer müssen sie verscheucht haben. Aber zurück zum Weissagen. Das geht nicht so schnell, Ohne die Geralt. Ziege. Unmöglich. Nicht ohne die Ziege. Ich sehe doch keine Ziege. Wenn ich die Ziege zurückbringe, hilfst du mir dann? Prinzessin, Prinzessin. Wo bist du nur hin? Na schön, ich hole deine Ziege. Die Glocke. Sie liebt die kleine Glocke. Sie läuft dem Klingling nach. Eine Weile. Aber Vorsicht vor den Walderdbeeren und den Himbeeren. Ja, die sind gemeingefährlich. Ich werde die Augen aufhalten. Gut, ja, ich weiß. Jetzt muss ich den Questgegenstand mounten. Jetzt so drücken. Genau. Glück nicht so schön. Und jetzt suchen wir nach der Prinzessin. Nach der Ziege. Und weiter. Oh, was ist das? Hier entlang, glaube ich. Okay, wo ist die Ziege rundherum? Okay. Da hat Fuß stapfen. Dann wieder nicht. Wo? Prinzessin. wo Verdammt, bist bist du hässlich. du? Komm, im Abstand. Ah, da ist sie wieder. Ah, da, Prinzessin. Komm, Prinzessin. Ich werde dich retten. Was? Folgt mir einfach, als wär's nicht. Sehen, dass ich Da Schwerter bist du. habe. So, jetzt folgt mir, komm. Na los, gehen wir zum Weideler. Komm schon, verdammt. Komm, Ich Prinzessin, hätte es folg mir. wissen müssen. Wie kann ein Hexer mit Walderdbeeren konkurrieren? Komm schon, ich muss dich zum Weideler zurückbringen. Er vermisst dich ganz furchtbar. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm, Prinzessin. Psst, psst, psst. Hey! Hey, komm da hin! Zur Hölle bist du hin? Hey, wo gehst du? Du nicht blöd, Prinzessin. Ja, natürlich! Bär! Lauf doch, du beknacktes Huhn! Ah, shit. Ja, sicher. Hat mich einfach zum Bär geführt, was läuft? Schön, was für Fangzähne hat. Ah. Du bist ja der erste Bär, Kollege. Oh, was? Das ist einfach der Leiche. Das ist einfach der Leiche und du kannst nichts machen. Sonst eine Quest dazu geben. Ja. Oh, jetzt folgt die Prinzessin. Muss ich wirklich diese Glocke läuten, damit du mir folgst? Komm, Prinzessin, folg mir. Boah. Der Wald ist auch schön da, hä? Wenn es nicht so viele Monster hat. Wenn es nicht so viele Monster hat, könnt ihr einfach mal in der Freizeit mal zum Spazieren kommen.
bisschen frisch Luft schnappen. Nicht? Schön schaut das an. Schön mit Gras bewachsen. Eine Nicht zu Plötze dicht. bist du nicht, aber wir könnten irgendwann Freunde werden. Du hast diese entscheidende Eigenschaft, die alle Plötzen haben müssen. Du sagst nicht viel. So. Prinzessin, lauf den Weideler nicht davon. Hier gibt es Wölfe. Haben wir das auch geschafft. Eine schwierige Quest. Mein Zieglein, liebes, süßes Zieglein. So, jetzt hilf mir. Haben wir ein Ziel gefunden. Freut mich sehr, aber ich hab's etwas eilig. Anna und Tamara sind vielleicht in Gefahr. Der weiße Wolf half dem Weideler. Und der Weideler hilft ihm. Ah, danke. Blut. Wir brauchen Blut. Ein lebendiges Wesen. Gut, bin gleich zurück. Reicht das? Schießen mit hier, schießen fort. Blut, ich sehe Blut. Wessen? Nicht Annas, nicht Tamaras, das eines Kindes. Und das Kind lebt, obwohl es tot ist. Okay, was ist denn nach einem Monster? Wessen Kind? Na, Annas. Anna war schwanger? Ja, hatte eine Fehlgeburt. Das hat der Baron nicht erwähnt. Hatte vielleicht Angst, schämte sich oder hat es vergessen. Ja, sicher. Oder wollte es vergessen. Ja, hat etwas der Baron gemacht. Hat der Baron etwas mit der Fehlgeburt seiner Frau zu tun? Jähzornig ist er. Und er trinkt gern. Das macht ihn gewiss noch jähzorniger. Hat er seine Familie misshandelt? Anna kam zu dir. Du müsstest etwas bemerkt haben. Der Weideler ist alt und fast blind. Aber Prinzessin kam und leckte ihre Hand. Das heißt? Sie ist ein weißes Tier. Kommt nur zu denen, die leiden. Was ist mit dem Kind passiert? Es wurde vergraben ohne Zeremonie. Es ist erwacht. Nun wandelt es umher und sinnt auf Rache. Ein Fehlgeborener. Weißer Wolf, fang den Fehlgeborenen. Er wird helfen und den Wolf zu den Vermissten führen. Fehlgeborene saugen Schwangeren das Blut aus und fressen deren Föten. Sie helfen niemandem. Er ist verflucht. Hexer heben Flüche auf. Kann der weiße Wolf das nicht, soll er mir sein Blut bringen. Blut findet immer verwandtes Blut. Wie kann ich den Fluch aufheben? Muss ich das ihm fragen? Ich meine, das weiß der Geralt schon. Ich hörte mal von einem Hexer, der den Fluch eines Fehlgeborenen gebrochen hat. Hab es selbst nie versucht. Ich weiß, dass man ihn unter der Schwelle begraben muss. Und ihm einen Namen geben. Ein Ruin ausführen. Das Namensritual? Das ist ein Elfenbrauch. Menschlich, elfisch, zwergisch. Geister gehören keiner Rasse an. Sie ehren ihre Bedeutung nicht. Gewinne die Gunst eines Geistes, so hilft er dir. Frage und er antwortet. Suche
und er leitet dich. Okay. Ja, und wieso würdest du es Blut brauchen, wenn ich es nicht schaffe? Wozu brauchst du sein Blut? Blut, Blut, Blut bindet Menschen für immer, die Lebenden und die Toten. Sicher. Aber was hast du damit vor? Manchmal reichen 100 Jahre nicht aus, damit Brüder sich versöhnen. Einer stirbt zu früh, dann bringt der andere dessen Blut zum Weideler. Und was tut der Weideler? Zum Ahnenfest mischt er das Blut mit Milch, Kräutern und Hühnerfüßen. Er trinkt und versöhnt die Toten Was? mit den Lebenden. Dieses Jahr gibt es kein Ahnenfest. Wir finden trotzdem eine Möglichkeit. Verdammt. Höre ich recht? Du sagtest Ahnenfest? Das ist ein uralter Brauch. Ich hielt ihn für vergessen. Der Tod lauert hier in jedem Winkel. Jeder kann sterben, bevor seine irdischen Angelegenheiten geregelt sind. Dann braucht man Hilfe, um Frieden zu finden. Man braucht das Ahnenfest. Man muss die Seelen mit Metallkerzen durch die Dunkelheit führen, ihre Namen rufen, ihren Kummer stillen. Erst dann können sie in Frieden gehen. Okay. Auf jeden Fall muss ich zuerst den Fehlgeborenen finden. Such ihn um Mitternacht dort, wo das leere Grab liegt. Wenn es stimmt, was du sagst, muss der Baron wissen, wo das Grab ist. Ja, ich glaube auch kaum, dass er sowas vergessen wird. Baron. Oh, es windet schon stark. Jetzt gehen wir zum Wegweiser. Und begeben uns zum Baron. Ein bisschen mehr Informationen über die Fehlgeburt zu holen. Wo ist es? So, Wegweiser. Gehen wir zum Baron. Ich hätte einen Wegweiser hier rein machen. Ich muss jetzt mal auflatschen. So viel Arbeit. Ein Blitzeinschlag? Was? Nicht schon wieder. Ja. Vor allem so bei Hütten aus Holz und Streu. Feuer muss schon etwas krasses sein, he? Vor allem wenn du aufhalten kannst. Ja, eilen wir doch zum Tatort. Was? Baron gemacht. Oswin! Wo ist Oswin? Hat ihn jemand gesehen? Ich glaube, der ist vorhin zum Stall rüber. Was? Es brennt. Seid ihr blind? Wollt ihr das Feuer nicht löschen? Das ist nicht so einfach. Viele haben Angst. Wenn der Baron einen Wutanfall hat, macht er keine Gefangenen. Mein Bruder ist noch im Stall. Wir müssen ihn rausholen. Er verbrennt. Er und die Pferde. Ja, komm. Mal sehen, was ich tun kann. Schnell jetzt! Beeilung! Arschloch sind wir ja nicht. So. Kommen wir rein? Mist, so viel Rauch. Ich muss mich beeilen. Ich glaube, hier werden wir noch eine Art brauchen. Ja. Hallo, hier! Ich kann hier nicht raus! Das Dach ist eingestürzt! Ich komm dich holen. Oder doch nicht. Wir haben einen Helden in unserer Mitte. Du hast dir einen fast lyrianischen Walz verdient. Anna hatte eine Fehlgeburt. Bevor oder nachdem du sie verprügelt hast. Was zur Hölle willst du damit sagen? Verkauf mich nicht für dumm. Du hast sie jahrelang geschlagen. Schließlich hatten sie genug und liefen weg. Stimmt das etwa nicht? Ah! Ah, das ist Schlägerei, Kollege. Komm,
Immer doch. Ich zermalme dich. Sie sind vor dir geflohen, nicht? Lügenmaul. Weißt du, mit wem das zu tun hast? Schon bei der Playstation bin ich da immer fast verreckt. So schnell geht's. Geralt schon mal ein Gangster. Hinsetzen. Du hast sie geschlagen. Ich habe niemals Hand an Tamara gelegt. Und Anna? Das ist etwas anderes. Sie wusste genau, wie sie mich erzürnt. Wie hat deine Frau dich wütend gemacht? Die Suppe versalzen, die Socken nicht gestopft? Sie kannte mich seit 20 Jahren. Betrunken wie nüchtern. Sie wartete auf meine Heimkehr als Sieger oder als Verlierer, den sie zusammenflicken musste. Sie wusste wie niemand sonst, wo sie mich kneifen muss, damit es weh tut. Du hast sie geschlagen, weil sie dich kritisiert hat? Ach, Hexer, du hast keine Ahnung. Nun, vielleicht erzähle ich's dir ja einmal. Aber nicht heute. Ja, da habe ich schon mal mit dir so dumm an der Nase gehalten, hast du mir von Anfang an sagen, dass sie weggelaufen sind. Du wusstest die ganze Zeit, dass sie geflohen sind. Ja, das stimmt. Warum hast du das nicht gesagt und meine Zeit verschwendet? Hätte ich gesagt, dass ich meine Frau und meine Tochter nicht bändigen konnte, du hättest mich für einen Schlappschwanz gehalten. Jetzt ist besser. Erzähl mir vom Tag ihrer Flucht. Alles, woran du dich erinnerst. Diesmal die Wahrheit. Ich hatte 3 Tage am Stück gesoffen. Anna kam und sagte, sie würde gehen. Ich flehte sie an, aber sie wollte nichts hören. Ich wollte sie aufhalten. Sie wand sich wie ein Aal. Wir kämpften. Sie stürzte. Mehr weiß ich nicht. Ich erwachte morgens mit einer pissschweren Hose und einer Riesenbeule am Schädel. Meine Lieben waren fort. Weißt du, wie das ist, Hexer? Nein, wie zum Teufel solltest du? Ich hatte nichts mehr, nur die Flasche. Die Kampfspuren in dem Zimmer, das Loch in der Wand, der Wein auf dem Absatz. Warst du das? Ja, wir haben uns gestritten. Sie wollte mir mit dem Kerzenhalter auf den Kopf hauen, hat aber ständig verfehlt. Sie schlug auf die Wand und den Pfeiler. Ich bin zurückgewichen und auf den Tisch gefallen. Dabei habe ich den Wein umgeworfen. Anna nutzte den Moment, um zu fliehen. Sie rannte die Treppen runter, den verdammten Kerzenhalter in der Hand. Ich habe sie auf dem Absatz eingeholt. Wir sind gestürzt. Ich dachte, ich hätte sie. Da schlug sie mir auf den Kopf. Ich verlor das Bewusstsein. Keine Ahnung, was danach passierte. Als ich erwachte, war ich allein. War Tamara dabei? Hat sie den Streit mit angesehen? Vielleicht durch die Tür. Im Zimmer war sie nicht. Leider. Womöglich wäre alles anders gekommen. Ihr Anblick hat mich immer beruhigt. Was geschah dann? Es wurde noch schlimmer. Ich erwachte bei Sonnenuntergang und wusste nicht, wie viele Tage vergangen waren.
Erst hielt ich alles für einen verdammten Säuferalbtraum. Doch dann ging ich ins Schlafzimmer. Und Anna war nicht da. Stattdessen war alles voller Blut. Ich begriff, sie hatte eine Fehlgeburt gehabt. Ich konnte nicht atmen. Ich ging zum Bett und sah es. Es lag da, ein kleines, hilfloses Ding, auf blutigen Laken. Tot. Und das war mein Werk. Ich habe schon viele Tote gesehen, aber das muss hart gewesen sein. Oh ja. Meine Beine gaben nach. Und ich habe Leichenfelder in Sodden und brennende Hexen in Maribor gesehen. Doch verglichen damit war das alles ein Hasenpimmel neben einer riesigen Eiche. Und allein ich bin schuld. Das wissen wir noch nicht. Das Amulett, das Anna trug, könnte eine Rolle spielen. Oder die Tatsache, dass sie es verloren hat. Was hast du mit dem Kind gemacht? In ein sauberes Laken gewickelt und vergraben. Einfach so? Verdammt, an eine Beerdigung dachte ich nicht. Es war ein Albtraum. Er sollte aufhören. Das war meine Hoffnung. Ich sagte Anna, ein kleines, unser Kleines, würde alles wieder richten. Doch sie starb, ehe sie geboren werden durfte. Verstehst du, Hexer? Mein Kind war tot. Ja, wir sind ja theoretisch auch ein Vater, von dem her zeigen wir ein bisschen Empathie. Ich fühle mit dir. Wirklich. Danke. Und ich hoffe, dass du deine Ciri findest. Unserer Abmachung nach muss ich zuerst Tamara und Anna finden. Gut, dass deine fehlgeborene Tochter uns dabei helfen kann. Was? Wie das? Fehlgeburten, die nicht richtig begraben werden, verwandeln sich manchmal in Fehlgeborene. In was, verdammt? Ja, du musst das wirklich wissen. Du brauchst es nicht genau zu wissen. Es gibt Blutsbande zwischen der Kreatur und deiner Familie. Damit kann ich sie finden. Wie? Auf 2 Arten. Begräbt man einen Fehlgeborenen unter der Schwelle des Familienheims und hält ein Ritual ab, verwandelt er sich angeblich in einen Tölpelwold. Das ist eine Art Tölpelwold. Ein Wächtergeist, der mich zu deiner Familie führen kann. Und die andere? Wir töten ihn, nehmen ihm etwas Blut ab und bringen es zum Weideler. Der tut den Rest. Töte mein Kind nicht. Es hat genug gelitten. Heb den Fluch auf, damit es endlich in Frieden ruht. Sure, werden ihm helfen suchen. Was immer wir tun, zuerst müssen wir den Fehlgeborenen finden. Ich zeige dir, wo ich sie begraben habe. Und ich schaufle ein Grab unter der Schwelle. Können wir aus dem Fehlgeborenen keinen Tölpelwold machen, kann man uns dort begraben. Sehr praktisch. Ich bin bereit. Je eher wir zur Tat schreiten, desto besser. Am besten heute um Mitternacht. Dann warte mit mir. Um Mitternacht zeige ich dir, wo ich sie begraben habe. Gib den Leuten Bescheid. Sie sollen eine Salzspur vor ihre Türen streuen und heute Nacht drinnen bleiben. Und werd wieder nüchtern. Soll ich eine Schaufel nehmen, um das Grab zu öffnen? Ja, du brauchst sie, wenn auch nicht dafür. Noch etwas weiter. Mir nach. So, natürlich den Teil vom Quest werden wir erst im nächsten Teil machen, wie wir schon bei 30 Minuten angelangt sind. Ich danke fürs Zuschauen und sage auf Wiedersehen.